Herzlich willkommen zum GVC Podcast Talk, einem Gespräch über Gott, die Welt und Inspirationen für einen lebendigen Glauben mitten im Alltag. Herzlich willkommen bei «Zukunft war gestern», ein Podcast zwischen der Kanzel und der Kaffeetasse oder ganz einfach ein Gespräch zu Kirchengestalten im Wandel der Zeit. Mein Name ist Dani Weber und mit mir am Tisch sitzen der Timon Studler und der Reto Lussi. Und wir sind schon in der letzten Episode angekommen von unserer Collab mit dem GVC Podcast Talk. Und natürlich widmen wir uns auch heute in dem 4. Teil einem Thema, das mit den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen zu tun hat. Dabei fokussieren wir uns heute das erste Mal auch noch ein bisschen konzentrierter auf die christliche Welt. Und wir reden dabei über, Achtung, grosses Wort, Erweckung. In den letzten Monaten, man könnte schon sagen Jahren, ist das Wort mehr als auch schon wieder aus den Mühlern von einem breiteren, grösseren Teil der Christenheit zu hören gewesen. Das heisst auch nicht nur in der charismatischen Szene, wo das sonst halt, auch ein bisschen gängiger ist. Und bevor wir ergründen, wie es überhaupt so weit gekommen ist und auch ein bisschen umreissen, was dann eigentlich so passiert und vielleicht auch, wie wir das so einordnen, was es mit uns macht, möchte ich mit einem kleinen Spiel starten. Und zwar müssen wir 3 Aussagen vervollständigen. Jeder von uns eine, und natürlich wissen wir nicht, welche. Das heisst, wir haben hier eben so zum Ziehen 3 parat. Es sind aber mehr als 3. Genau, ich habe noch ein Deckblatt, dass ihr euch nicht schiessen könnt. Welches? Also das Oberste könnt ihr nicht nehmen. Vertrauen ehrt mich. Aber, ich würde jetzt euch das hier anheben und dann dürft ihr einfach einen ziehen. Ja, nimm. Ich nehme mit. Nimmst du mit? Das ist gut. Gut. Können wir duschen? Und dann darf der Reto anfangen. Wenn ich davon höre, dass Erweckliches geschieht, löst dies in mir ... aus. Ja, Hoffnung, Erwartung, irgendwo auch so ein bisschen Gewunder. Und manchmal, muss ich ehrlich sein, schon auch so ein bisschen gewisse, wie sagt man dem, Vorsicht. Also ich denke, ja, einfach auch ein grosses Wort, wo ich hoffe, dass man es nicht schnell dann braucht. Danke, sehr gut. Ich bete für Erweckung, weil... Pünktli. Also, ich bete nicht für Erweckung. Aber wenn ich jetzt bete für Erweckung, dann will ich glauben, dass das den Menschen gut tut. Und es gut ist, wenn möglichst viele Menschen von dem Jesus hören und mit ihm in Berührung kommen. Und das wäre eine Erweckung. Ich bete für das eine, aber... Weißt du, was ich meine? Es ist so, ich bete, dass Menschen Gott finden. Ja. Und je mehr das passiert, irgendwann hättest du davon Erweckung. Grossartig. Darum deine Aussage, du betest nicht für Erweckung. Ja, jetzt müssen wir es korrigieren, weil man sollte nicht lügen. Das ist ja gar nicht im Podcast. Ich bete nicht regelmäßig für Erweckung. Danke auch für die Ehrlichkeit und eben geframed mit für die Auswirkungen davon würdest du beten oder betest, aber nicht für per se jetzt das Wort oder den Begriff, den wir noch werden erörtern. Aber für das Menschen Jesus kennenlernen, unbedingt. Ja. Cool. Ich habe Erweckung ja, Ausrufezeichen aber. Und würde eigentlich am liebsten sagen nichts. Und doch hat es auch bei mir irgendwo ein aber. Ich würde sagen, aber ehrlich, aber nichts gemacht, nichts menschengemacht, aber wirklich Gott muss drin sein. Ich habe natürlich bewusst ein bisschen provokante Aussagen genommen. Danke fürs Mitspielen. Dürfen die da wieder in die Mitte zusammenlegen. Also, weil es ja auch ein bisschen so ist, dass das Thema vielleicht auch gewisse Spannungen auslöst. Sicher auch, weil wir Kinder von einer gewissen Zeit sind, wo man vielleicht das Wort manchmal auch ein bisschen viel genutzt hat und rausgehauen hat und dann doch manchmal nicht so viel geschehen ist. Und gleich eben ist es ein Thema, das aber ja auch eigentlich etwas mega Schönes in sich hat und auch ein Wunsch ist. Und wir alle wünschen uns irgendwo, dass das geschieht. Aber was ist denn
Erweckung überhaupt genau? Und das wollen wir noch ein bisschen zusammen jetzt definieren, weil wenn wir darüber reden, müssen wir auch wissen, von was das wir reden. Und darum habe ich natürlich unsere KI gefragt, Sophia, was Erweckung ist. Und das wäre ihre Antwort. Erweckung ist ein Begriff aus der christlichen Tradition, der eine intensive, oft plötzliche geistliche Erneuerung bezeichnet, sowohl auf persönlicher als auch auf gemeinschaftlicher Ebene. Sie beschreibt Zeiten, in denen Menschen stärker Gottes Gegenwart erleben, ihre Herzen verändert werden und Glaube neu entfacht wird. Danke vielmals, Sophia. Und Timon, jetzt muss ich natürlich schon nochmal zurückspielen. Also wenn ich das so lese, für das können wir doch beten. Ja, voll. Da könnte ich jetzt auch gehen. Also, ich meine, dass geistliche Erneuerung, dass Gottes Gegenwart stärker spürbar ist, erlebbar ist, für das kann ich auch gehen. Mhm. Das ist ja dann irgendwo bei einem gewissen Maß erst eine Erweckung, oder? Mhm. Und ich finde, da wer definiert das und so weiter, das können wir auch noch. Aber Mhm. dass das passiert, das wünsche ich mir Mhm. auch am Sonntag im Gottesdienst. Also das ist wie so, Und zum noch ein bisschen anbohren, das heisst, du verstehst auch, jetzt, eben, wenn du das Wort Erweckung einfach siehst, auch ein bisschen etwas anderes darunter, oder du ahnst noch ein bisschen etwas anderes dahinter, wo du nicht einfach so dafür beten willst. Ich bin jetzt ein bisschen hartnäckig da. ja gell? natürlich, das ist vorhin gesehen, wir sind Kinder von unserer Zeit. Und mir denkt, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo mir so die Glaubenssätze an mich hergetragen wurden, dass man die Endzeit in Zahlen greifbar machen, oder? Sagen, der Herr kommt gleich, und gleich heisst also, in 7 Jahren ist er spätestens da. Erweckung ist sicher etwas Wichtiges, das müsste passieren. Also tut man sich da so jetzt in dem Sinn hersehen, herreden fast schon ein bisschen. Hey, und was ich eins gehört habe, Erweckung ist nach, Erweckung ist nach. Die Schweiz ist so ein spezielles Land. Gleich kommt's. Und das ist einfach immer geblieben. Das habe ich über jetzt mittlerweile Jahrzehnte gehört. Und ich Gleich höre es kommt es immer und nie noch. ist es gekommen. Jetzt kommt es dann. Jetzt ist es steht kurz bevor, es ist eine Zurüstungszeit. Hey, und also ich kann mit dem umgehen. Das ist für mich kein Problem. Egal, ob es morgen kommt oder es nochmal 30 Jahre geht, ich weiss, der Zeitbegriff ist etwas Dehnbares. Aber es verliert für mich eine gewisse Relevanz. Weil ich merke, für mich ist meine Nächsten, meine Leute, das, was Gott jetzt macht, ist jetzt relevant. Und wenn er später etwas Größeres machen will, cool, bin ich gerne dabei. Aber es lohnt sich auch schon jetzt, auch wenn es vielleicht jetzt noch kleiner ist, also vielleicht nicht so gross wie Erweckung das Wort impliziert, oder? Darum bin ich ein bisschen vorsichtig bei den grossen Worten. Natürlich. Also Erweckung. Du hast vorher gesagt, es muss ehrlich sein. Natürlich bin ich voll zu haben. Super, Genau. ja. Das hilft auch, um das zu verstehen. Auch deine Aussage vorher. Danke auch für Ja. das in die Framen. Mir gefällt ehrlich gesagt die Ordnung auch noch recht gut. Und lass uns doch das auch noch ein bisschen konkretisieren. Also wenn wir jetzt über Erweckung reden, von was reden wir denn genau? Erweckung wäre ja im Englischen redet man von Awakening. Was auch noch ein Wort ist, das man viel kennt im Englischen, ist das sogenannte Revival. Revival, ja. Und es hat ja auch die Revivalists gegeben, also ganze Phasen von Revivals. Revival übersetzt wäre Neubelebung, ist noch ein schöner Begriff auch. Also neues Leben kommt rein, hat natürlich auch mit der Hinwendung zu Christus und einem neuen Leben zu tun. Und ich bin mal noch so ein bisschen forschen und habe gemerkt, also in der Lehre über Revival oder über Erweckung gibt es nicht eine mega klare Definition von was es dann wirklich ist. Aber was man schon sagen ist, wenn man von so einer Phase redet, dann muss es sichtbare Zeichen geben. Man redet dann in der Geschichte, dort, wo man die Phasen so benannt hat, von vielen, also zahlenmäßig vielen Hinwendungen zu Christus. Bewegungen auch von der Sündenbekenntnis, von irgendwie Licht kommt in die Menschenleben und Leben werden wirklich maßgeblich verändert. Steigende Taufstatistiken. Bis hin zu dann auch in diesen Zeiten, wo es auch grössere so Aufbrüche gegeben hat. Positive Entwicklungen gesellschaftlich. Also wie zeitweise hat es ein Pubsterben gegeben in England, weil die Leute nicht mehr so viel sind trinken. Wirklich, die Pubs mussten zutun. Kriminalität hat sich reduziert, Gefängnisse haben sich geleert. Also wir reden schon auch von etwas sehr Grossem. Wenn wir jetzt darüber reden und auch über das Sehnen danach, vielleicht das, was man spürt, hey, wie würden wir es definieren? Was verstehen wir darunter? Also ich finde es eigentlich eine schöne Beschreibung und so wie du sagst, Timon, eben am Ende ist vielleicht dann der Übergang auch ein bisschen fließend von wo sind es Aufbrüche, wo wir zum Teil auch miterleben, natürlich nicht in diesen zahlenmäßigen Dimensionen,
wie das zu anderen Zeiten der Fall war und wann ist denn das kritische Maß eigentlich erreicht, wo man sagt, so jetzt reden wir von einer Erweckung. Ich finde insofern darum die Beschreibungen schon super, also dass es spürbare Auswirkungen hat, dass es über einzelne oder kleinere Gruppen von einzelnen Menschen ausgeht, dass es einen gewissen gesellschaftlich regionalen Einfluss hat, ich glaube auch, und durch das natürlich auch eine Spürbarkeit. Jetzt eben, ich bin auch ein bisschen vorsichtig gewesen mit der Erweckung, weil ich finde, eben, es ist manchmal ja dann schwierig, die Masse einem einzelnen Menschenleben gegenüberzustellen. Und es kann ja auch erwecklich so der Aufbruch im Leben von einzelnen Menschen stattfinden und das ist wertvoll und kostbar. Für das gehen wir, für das investieren wir uns. Genauso, ja genau. Am Ende würde ich sagen, eben, es ist vielleicht dann auch ein bisschen die Menge oder die Dimension, wo dann das auch jetzt, wenn man jetzt in der Kirchengeschichte schaut, vielleicht dann noch so ein bisschen abhebt zu anderen Epochen oder Zeitabschnitten. Genau. Ich Und schon denke, vielleicht auch, für eben bestimmte Regionen, das sieht man dort dann schon oft auch. Du hast jetzt England angesprochen, sich mit dem Great Awakening Ja, und genau. so, was sehr bedeutend war. Das sind häufig dann auch so lokal, regional sehr intensive Bewegungen, die dann so Auswirkungen haben. Eben von dort aus ist es dann in die neue Welt auf Amerika. Ja. ich denke, das Massenphänomen kann ja ohne Erweckung stattfinden. Oder ich denke, wenn heute irgendjemand in der richtigen Tonlage hustet, ist es möglich, dass das die ganze Welt gleichzeitig erfährt. Und das ist heute anders als dort mal Great Awakening-Zeiten und so weiter. Da ist etwas entstanden, auch ein bisschen über längere Zeit, also vielleicht auch schnell und gross geworden. Und mir denkt, heute gibt es halt schon, dass dann nachher Pilgerorte entstehen. Man geht ja dorthin, weil dort ist etwas mega Spezielles. Das heisst, die halbe Christenheit hockt dort, das ist ein bisschen übertrieben. Und dann ist es einfach riesig und es gibt eine Dynamik. Aber Erweckung kann dort auch sein. Ich muss das am Schluss auch nicht beurteilen, kann es auch nicht beurteilen. Das ist jetzt aber noch kein Beleg. Einfach ein Massenphänomen allein ist noch kein Beleg Ja, für eine also Erweckung. genau, Massen allein ist es wohl nicht. Und gleich ist es irgendwo, müsste es gewisse Masse sein, dass wir jetzt, wenn wir von diesen Dynamiken reden, von Erweckung, dann reden wir eben nicht einfach vom einzelnen Leben, das jetzt eine Hinwendung zu Christus erlebt. Gott sei Dank erleben wir das immer wieder. Ja, sondern ja. dann reden wir von ein bisschen mehr Masse. Aber allein die Masse ist es nicht, sondern eben, es bräuchte dann auch gewisse Früchte, die daraus entstehen, über eine Dauer raus, die sich irgendwie auch sichtbar zeigen. Und so können wir es vielleicht wirklich auch definieren, dass wir sagen, wir reden hier von Aufbruch grösserer Offenheit für den christlichen Glauben, in dem Sinne auch eine stärker spürbare vielleicht Interaktion von Gott mit den Menschen, mit mehr Menschen, die irgendwie merken, hey, jetzt ist die Zeit, um mein Leben zu verändern, weil die gute Nachricht mich trifft, weil ich merke, ich bin auf dem falschen Weg, ich will in eine andere Richtung. Und über das wollen wir zusammen reden. Und wieso wir darauf kommen, hat mit dem zu tun, dass man eben das ein bisschen jetzt anfängt zu spüren, so ein bisschen im Kontext auch von der christlichen Welt und von der Szene, wo wir uns drin bewegen. Und Reto, du hast uns kürzlich einmal gesagt, hey, jetzt müssen wir dann das traktandieren, Quiet Revival. Ich glaube, es war Anfangsjahr, also gar nicht so kürzlich. Das ist dir begegnet und du willst das mit uns teilen, den Begriff Quiet Revival und die Bewegung, die dort dahinter steckt. Also das würde heißen, eben eine stille Neubelebung oder eine stille Erweckung, wenn man so will sagen. Kannst du uns kurz mitnehmen, wo bist du auf das gestoßen? Was beschreibt das? Was ist das Quiet Revival? Es ist mir begegnet, eben, vor allem so via die Kanäle von so ein bisschen bekannteren christlichen Persönlichkeiten, Leiter, vor allem aus dem englischsprachigen Raum. Und ich würde sagen, so kurz zusammengefasst, nachdem ja über viele Jahre bei uns im Westen der Glaube eher an Bedeutung verloren hat in der Gesamtgesellschaft, Zahlen sinkend sind von den Leuten, die sich als Christen bezeichnen oder Kirche regelmäßig besuchen, gibt es eine kleine Trendumkehr. Und spürbar wurde ist das, glaube ich, zuerst, oder einmal dort, was mir zuerst begegnet ist, im Vereinigten Königreich, also so auf der Insel England. Und dort gibt es die Bible Society, die eine Studie gemacht hat, gross angelegt. Ich bin mit den Zahlen nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, im 2018 19'000 Leute, im 2024 14'000 Leute, also doch breit angelegt, nicht nur ein paar Leute, befragt haben über ihren Glauben, über die Art, wie sie den Glauben auch leben. Und dort hat man in dieser Zeit zwischen 2018 und 2024 eine enorme Veränderung wahrgenommen. Also so, dass im 2018 4% der 18- bis 24-Jährigen gesagt haben, dass sie regelmäßig mindestens einmal im Monat eine Kirche besuchen.
Und das ist jetzt gestiegen in dieser Zwischenzeit auf 16%. Also von 4% auf 16% von den Leuten, die sagen, dass sie mindestens einmal im Monat in einen Gottesdienst gehen. Und das ist so das Phänomen, wo dann die Studie eben mit dem Titel Quiet Revival auch überschrieben hat. Also die Bible Society hat dem so gesagt. Und auf das aber hat man auch an anderen Orten von Frankreich, Skandinavien, auch in Amerika jetzt, Barna, eine grosse Organisation, die so Umfragen macht im christlichen oder im religiösen Bereich, hat das auch können feststellen, dass vor allem unter jungen Erwachsenen, Generation Z, also sagen wir mal grob 18- bis 25-Jährige haben wir in der letzten Episode darüber geredet, doch eine deutliche Veränderung spürbar ist. Also da reden wir doch von Tausenden und Bibelverkäufe, die durch die Decke gehen und so weiter. Also diese Tendenzen würde man jetzt da unter dem Quiet Revival zusammenfassen. Und Quiet, glaube ich, darum, weil es so ein bisschen nicht so spürbar war. Also wir sind alle ein bisschen überrascht worden von diesen Entwicklungen, das nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das wäre vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied zu diesen geschichtlichen grossen Revivals, dass es nicht zwingend an einen Ort oder an eine gewisse Phase von jetzt die 5 Evangelisationen und das ist geschehen, sondern dass es wie über eine Dauer rein, schrittweise, konstant anschreitend, aber dann eben messbar über die Jahre jetzt etwas geschehen ist in dem Verlauf. Und darum auch, dass man dem Quiet Revival sagt, weil es jetzt nicht an einem Ort und an einem Event können festgebunden werden. Ja, sehr spannend. Danke vielmals. Schön, dass du auf einen von unseren Gesprächspodcasts geklickt hast. Mit dem Format ist so unser Ziel, Glaubens- und Lebensthemen authentisch und relevant zu vermitteln. Wenn dich das anspricht und du gerne mehr von dem möchtest sehen, bist du herzlich eingeladen, uns dabei auch finanziell zu unterstützen. Über den eingeblendeten QR-Code kommst du auf unsere Spendenseite, wo dir das dann ganz einfach ermöglicht. Und jetzt wünschen wir dir weiterhin viel Inspiration mit dem GVC Podcast Talk. Ich persönlich bin vor 3 Jahren, ist es schon fast her, im Februar 2023 via Social Media auf ein Ereignis gestoßen, auf das sogenannte Asbury Awakening oder Outpouring. Und zwar ein Theologe aus Amerika, den ich folge, der sich fest also für soziale Gerechtigkeit einsetzt, der für mich jetzt nicht so in dieser typischen Erweckungsbubble, eben, wenn ich es manchmal auch jetzt ein bisschen negativer konnotiert würde sagen, erlebt habe, hat plötzlich geschrieben, hey, es passiert etwas, Gott wirkt auf dem Campus bei der Universität Asbury. Und ich bin dann dem nachgegangen und das hat mich mega gepackt. Und das ist eigentlich das erste Mal, als ich jetzt mit diesen Bewegungen in der neueren Zeit dann in Kontakt gekommen bin. Und zwar ist das an einem normalen Chapel-Service, wie sie das alle Wochen hatten mit den Studenten, ist dort etwas ausgebrochen, etwas losgebrochen. Und zwar eine Zeit von fast 2 Wochen andauerndem Nonstop-Worship. Einfach gestartet in einem Studentengottesdienst, der normalerweise, ich weiß nicht genau wie lange, aber wahrscheinlich um eine Stunde oder ein bisschen mehr geht. Und es hat einfach nicht aufgehört und hat eine grosse mediale Aufmerksamkeit angezogen. Und auch viele eben haben gesagt, ist jetzt etwas am passieren. Spannenderweise, ähnlich wie in England, ist das unter der Generation Z gewesen. Und mich hat es besonders fasziniert, weil ich gefunden habe, es ist nicht so eine Erweckung oder so ein. Sie haben ihm dann nicht einmal wirklich so sagen. Sie haben gesagt, eben so vielleicht mehr ein Aufbruch oder ein Moment von der Gottesbegegnung war, der nicht mega pompös dahergekommen ist, sondern sehr, sehr bodenständig. Wenig leicht und laut, sondern einfach so simple Studentenbands. Authentizität dazu ausgemacht. Der Prediger hat niemand gekannt, der predigt hat. Er ist ab der Bühne gelaufen, hat seiner Frau eine Message geschrieben und gesagt, hey, ich glaube, die schlechteste Message ever abgeliefert. Aber nachher ist etwas losgegangen und Menschen haben gebetet. Es war stark verbunden mit, dass viele von diesen jungen Menschen Sündenbekenntnis Erkenntnis hatten und dann auch das bekannt haben. Und es hat eine Sogwirkung gegeben. Also es sind so Zehntausende in der kleinen Ortschaft in Kentucky gereist, das zu schauen. Und besonders hat mich auch fasziniert, dass die Leitung, und das hat, glaube ich, mir so gut getan, vielleicht auch mit einem ähnlichen Hintergrund wie du, Timon, das hast, dass die Leitung von dieser Schule in meinen Augen einfach einen mega guten Umgang mit dem gesucht hat. Also die haben sofort die Leitung übernommen, die haben das beschützt, die haben aber auch Raum gegeben und irgendwie auf den Seiltanz von hey, jetzt musst du es ja irgendwie passieren lassen, aber musst es auch irgendwo gut bewahren. Wenn da 10'000 Leute aus der ganzen Welt anreisen, auch Mega-Church-Pastors, die mit dabei sind und Social Media und alles. Und das hat mich fasziniert.
Und haben mir auch Hoffnung gemacht. Und irgendwo in mir so ein Hunger geweckt von, hey, ich wünsche mir auch etwas von dem. Und eben dann ist das Quiet Revival gekommen. Und wir haben gesagt, über das wollen wir auch reden. Weil irgendwo haben wir ja so einen Wunsch ja schon auch bei uns, oder? Ja, voll. Und also, du hast jetzt beide Generation Z und authentisch sind so Stichworte. Und ich finde, das heisst jetzt nicht, dass ich alles andere in die Pfanne haue von nicht authentisch, aber ich glaube, das Stille, das Ruhige, das ein bisschen Unscheinbare, das hat eine authentische Wirkung. Wenn es authentisch auch ist, dann ist es dann auch. Aber, und das scheint wie eine andere Sprache zu sein, eine andere Tonalität, wo nicht spektakulär ist, wo lustigerweise auch einfach entsteht. Aber das Quiet Revival war ja nicht gesteuert von jemandem. Das war ja nicht eine Organisation, die einen Trick herausgefunden hat und jetzt das so gemacht hat, sondern ja, das hat mir erst hinterher bemerkt sogar. Mhm. Voll. Ja, es ist spannend und vielleicht können wir dort jetzt wirklich auch den Rückbezug schaffen zu der letzten Folge. Die Bewegungen, die man jetzt erlebt, wo eben so Aufbrüche anfangen zu geschehen, geistliche Aufbrüche, die haben oft mit den jungen Menschen auch zu tun. Nicht nur, nicht ausschließlich, aber oft. Was hat es mit dem auf sich? Eben, bei Asbury haben sie gesagt, no celebrities except Jesus. Also es ist so ein bisschen weg von dem 2000er Jahre Megachurch, personenfokussierte, starke Leitertypen Ding hin zu hey, in unserer Bewegung ist Jesus der Star und nicht der Pastor oder nicht der gute Redner. Was hat das? Sehen wir dort die Parallelen zu der Gen Z? Oder was denken ihr da? Ich glaube, es hat viel miteinander zu tun. Wir haben ja in der letzten Folge sehr ausgiebig auch so ein bisschen über die grossen Ereignisse, über die Zeit, die Unsicherheit auslöst. Und ich glaube schon, dass das in den Leuten ihnen auch nochmal einen Wunsch geweckt hat nach dem, eben, was ist denn verlässlich und nach Wert oder nach Sachen, wo halt ja, der Glanz und der Schein auch überdauern oder stärker sind als das. Und insofern glaube ich eben, dass darum der Glaube und ganz besonders auch der christliche Glaube ja, so eine Antwort ist, vielleicht auf die Sehnsucht. Auch das Authentizität ist ja etwas, was man ja auch jetzt nicht nur im religiösen Kontext diesen jungen Menschen zuspricht. Sie sind auf der Suche nach dem, gerade eben vielleicht, weil sie so stark die Skiwelten von diesen Social Media und so weiter kennen, eben so stark mit dem aufgewachsen sind, dass sie wie selber merken, hey, aber ja, das macht auch nicht glücklich und das ist auch nicht eben die Verwirklichung in dem Sinn, die lässt eben halt gleich auch vieles zurück und so ein bisschen die Bedürfnisse von dieser Altersgruppe oder von diesen Menschen, die irgendwie suchen sehr intensiv, ja. Das würde ich sagen, sind schon Zusammenhänge, die man sieht, ja. Und Zahlen sind also schon noch recht deutlich. Ich habe jetzt also eine Statistik von dieser Bible Society, wo du siehst, es ist sehr stark der Sprung eben bei den jungen Erwachsenen und dann wieder 65 plus. Aber gerade 45 bis 64 sind die Segmente, wo jetzt eigentlich eher rückläufig war. Die Leute sagen jetzt, die Gottesdienstbesuch jetzt als ein Messkriterium, das ist ja nur eins unter vielen. Aber was man schon merkt, es wird halt auch sehr stark dort spürbar. Oder? Ja, vielleicht ist es schon ein Ausdruck von dieser ehrlichen Suche, oder? Also, aber das Authentische, das hat etwas Ehrliches, etwas Unkünsteltes, Ungeheucheltes, eben vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen dezenter, wo irgendwie offenbar zieht. Wenn es erlebbar ist. Also, sonst ja auch nicht, sonst bringt es ja nichts, aber offenbar ist es erlebbar. Offenbar hat der Glaube vielleicht bei dieser Gruppe auch kein Imageproblem mehr. Oder? Ich denke, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, das klingt so altklug. Da ist immer gesagt, also, wir lesen jetzt heute die Bibel, aber keine Angst, es geht nicht so lang. Ich bin in Kirche, aber keine Angst, es ist nicht langweilig oder es ist nicht cheesy oder was auch immer. Es ist so ein bisschen, du hast immer eine Entschuldigung auf der Hinterhand gehabt, um zu sagen, du bist zwar bei diesen komischen Leuten, aber du bist nicht einer von den komischen Leuten. Und vielleicht ist das so ein bisschen vorbei, die Zeit. Vielleicht hat man gar keinen Zugang und findet auf eine authentische Art den Zugang. Ja, das denke ich schon auch. Wir leben natürlich in einer Zeit, wo die Menschheit so entkirchlicht ist. Es gibt keine negative Voreinnahmung mehr in Bezug auf Kirche, sondern das ist relativ neutral. Und es ist sicher auch eine Generation, die dem wieder offener kann begegnen, weil es nicht irgendwie schon vorbelastet ist. Was ich mir noch überlegt habe, ist sicher auch das Bedürfnis, das die Generation Z hat, nach einer gewissen Sicherheit und Halt. Gerade weil wir in einer Zeit leben, die sehr, sehr wild ist, manchmal nicht mehr einordnbar, eben grosse Umwälzungen auch am Geschehen sind. Und
das wäre sicher auch jetzt eine Frage, die ich euch gerne stelle. Habt ihr das Gefühl, der Glaube wird relevanter in dieser Zeit? Also, das wäre ja auch für uns und unser Wirken einfach eine enorme positive Nachricht. Also, Christentum ist wieder populär. Also für mich ist das, ja. Ich denke eben, man kann das ja nicht vorhersagen. Man weiß auch das nicht so genau. Aber der Blick raus in die Welt und die Bewegungen zu sehen, auch in Ländern, die jetzt eben ähnlich wie wir christliche Geschichte haben, aber sicher eher so auf dem Trend sind von der Säkularisierung. Das heisst, wo die Leute vermehrt weniger mit dem Glauben haben können anfangen, ist das für mich sind schon Hoffnungszeichen, auch zu sagen, ja, eben irgendwo, dass was die Bibel auch sagt, dass der Glaube verlässlich ist und dass er Zeiten wird überdauern, auch so Bewegungen in der Geschichte überdauert hat. Das gibt mir schon Hoffnung auch, ja, und also motiviert mich auch, weil ich denke, das zeigt ja auch, hey, das, was wir da machen, das hat eine Relevanz für die Leute und es lohnt sich da zu investieren. Sehr. Also, das sehe ich grundsätzlich sehr ähnlich. Ich finde, also, auf viele Themen, die uns beschäftigen, wo Unsicherheit in der heutigen Welt ist, finde ich, hat der Glaube einen Ansatz, vielleicht sogar eine Antwort. Die Antwort ist immer ein bisschen knifflig, aber es führt uns zu Jesus, dort wo Hoffnung ist, dort wo Geborgenheit ist. Also ich finde das verhält. Ja. Genau. Ja. Es wäre jetzt mal spannend, was in den anderen Gemeinschaften passiert, die einen ähnlichen Anspruch haben. Oder ich sage jetzt mal, der Fußballclub wird ja auch mit guter Gemeinschaft. Also, keine Ahnung, der Coach, wo nach langen Jahren und 3 Meistertiteln geht, sagt, ja, das war meine Familie, das war mein Zuhause, das ist mein... oder was auch immer. Oder du hörst immer so Sachen. Also, gibt es eine Beobachtung, wo generell also Orte, wo man irgendwie ein bisschen so ein Beziehungsgeflecht findet, eine Gemeinschaft findet, ob die generell Zulauf haben, ist es etwas sehr stark Christliches? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, Meine neuesten Erkenntnisse und auch, weil ich mich jetzt da ein bisschen eingelesen habe, ist schon, dass es etwas Christliches ist. ja. Und spannend ist dort, jetzt gerade auch im Kontext von England, haben wir ja auch eine starke Atheismusbewegung gehabt in den vergangenen Jahrzehnten, New Atheism. Und aus dem heraus ist unter anderem in der, glaube ich, etwa 2011 die Bewegung entstanden, wo eigentlich atheistische Kirchen sich gegründet haben. Also das heisst, die haben den ganzen Ablauf von einer christlichen Kirche genommen und haben dann ohne Gott angefangen zu gestalten und haben in den 10er Jahren einen enormen Zulauf gehabt. Also da hat man zusammen Lieder gesungen, zusammen dann über die Liebe nachgedacht, zusammen viele von diesen Elementen gefeiert, aber ohne Gott, ganz bewusst. Und was man gemerkt hat, ist, dass also die sind eher wieder stärker am Abnehmen. Und die haben jetzt in dieser Phase auch nicht den Zulauf, was noch spannend ist. Jetzt mehr, das ist jetzt gerade das Neueste, wo ich auch noch mal darüber mich informiert habe. Covid spielt dort auch drin. Also was man dort mehr sagen kann, ist, und das sehen wir ja da auch, die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen treffen die Vereine und Clubs genau gleich wie uns als Kirche. Also Mühe mit der Verbindlichkeit, um wieder einen Bogen zu schlagen auf die letzte Episode. Mühe mit Verpflichtung, Leute, die fix dabei sind. Auch eher ein bisschen Mangel an Leuten, ausser jetzt vielleicht gerade im Fußballclub, wo alle shooten wollen. Gut, es ist ja dann mehr Mangel bei den Trainern, genau, Betreuern. bei all denen. Genau, bei denen, die mitgestalten. Also die Bewegungen sind eigentlich überall gleich, wie wir es als Kirche auch erleben. Aber spannenderweise ist jetzt eben der Zulauf und das Haltsuchen schon im christlichen Bereich mehr erkennbar. Ja. Ich würde auch sagen, eben sind ja die anderen Faktoren, wo eben die Bibelverkäufe zum Beispiel, wo irgendwie All-Time-Highs sind. Jetzt hat das Bibel-App seine Milliarden Downloads gefeiert und so. Das sind schon alles so Sachen, die eigentlich sehr stark christlich geprägt sind. Von dem her würde ich sagen, es hat schon auch mit dieser Suche nach tiefer liegendem zu tun. Jetzt nicht nur Gemeinschaft, auch wenn das ein wichtiger Faktor ist, gebe ich dir recht. Ja. Aber ich denke darüber hinaus schon auch eben das Hinfragen, was das Leben betrifft und irgendwie... Ja, das finde ich schon ultra spannend. Also, ich meine, wenn diese Fragen relevanter werden und die Antworten relevanter werden, die wir aus christlicher Sicht zu geben haben, ich meine, das ist ein perfect match eigentlich, oder? Ja. Hey, voll. Also mich stimmt das auch mega hoffnungsvoll. Und ich finde auch in einem gewissen Maß so leichte Anzeichen merken wir ja schon auch bei uns. Wir merken in unseren Groups, dass wir einen Zuwachs haben in dem Segment von auch jüngeren Menschen, wo
möchten irgendwie teilhaben an der Kirche. Also so die Anzeichen spürt man schon und das ist schön und mich stimmt schon sehr hoffnungsvoll. Eigentlich auch eine Überzeugung, die ich durch die Zeit immer hatte, dass der Glaube eben schon der haltgebende Faktor fürs Leben ist. Irgendwo jetzt in eine Zeit kommt, wo das auch sich mehr nochmal ausdrückt. Das ist irgendwie mega schön. Es gibt nochmal einen spannenden Trend, um das noch abzuschliessen, dass es vor allem junge Männer sind, die auch sehr stark angesprochen ist. Es hat ja lange geheißen, eben Glauben und Männer, das ist schwierig. Ja. Und die Studie beleidigt jetzt eigentlich den grössten Sprung Genau. und die stärkste Entwicklung bei Männern, jungen Männern auch. Und das finde ich auch spannend. Ja, es ist irgendwo manchmal so ein bisschen dort, wo man es vielleicht auch nicht erwartet hat oder wo man jetzt nicht einfach so drauf gekommen wäre. Das erleben wir, glaube ich, bei uns auch so im Vergleich zu anderen Und Abschnitten. etwa mal auch nicht Leute, die von Menschen eingeladen wurden, kommen vorbei, das VIP-Konzept, sondern Leute, die kommen, weil sie hungrig waren, gesucht haben nach Kirche und gehen zuerst in unserer Nähe, kommen vorbei. Das ist schon mega spannend, ja. Ja, jetzt will ich es eigentlich noch so ein bisschen in die Praxis hineinbringen bei uns. Also der Wunsch, glaube ich, den teilen wir, dass Menschen Gott begegnen. Und ich wünsche mir auch, wir würden noch ein bisschen mehr von dem können sehen, wie dann Gott mächtig eingreift in Leben und Leben verändert, Leben erfüllt, Leben zum Blühen bringt, wäre unsere Vision. Jetzt ist ja so ein Krux, gerade die Leitungsverantwortung, dass man ja dann auch immer so ein bisschen auf dem eben balancieren zwischen, ja, wie fördert man so etwas und wie vergeht man sich aber auch nicht dran, weil man kann auch etwas Menschengemachtes machen, man kann auch mit Druck vorgehen, man kann auch den Wunsch so stark anfangen einfordern, dass es unangenehm wird, dass es eng wird. Es ist so ein bisschen auf dieser Balance zu laufen. Eben, wenn ich finde, die Leiterschaft in Asbury hat das irgendwie so gut gemacht, haben versucht, dem Raum zu geben und gleichzeitig aber auch nicht noch einfach menschlich ins Feuer jetzt blasen und Öl reinzugießen, dass es einfach noch ein bisschen höher lodert. Auf dieser Linie bewegen wir uns ja irgendwo. Wie macht man das gut? Und ich denke, wir könnten jetzt auch wieder so ein bisschen mit einem didaktische Spiele da machen, wie wir das zusammentragen. Und wir nennen das sogenannte Ja-und-Übung. Die kann man ja in vielen Setups anwenden. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit einer Aussage. Und ihr dürft dann einfach mit Ja und ergänzen, was ihr wichtig findet für Verantwortungsträger in der Kirche, damit man das fördern kann. Und dann schreibt man das Buch darüber, oder? Dann lassen wir es transkribieren. Ja, genau. Ja, wir schauen mal, was zusammenkommt. Und vielleicht können wir ja dann auch noch ein bisschen noch schärfen. Aber wir machen mal so ein paar Runden. Und ich würde sagen, wenn das zum Leben kommt und die Erweckung anfängt aufzutauchen, dann ist Leitung wichtig. Ja, darf man ja, aber. Ja, und? Ja, und, aber keine Bedingung. Aber ich glaube, unglaublich wichtig, ja. Was meinst du mit keine Bedingung? Ja, wenn du jetzt eine Geschichte schaust, dann ist ja, jetzt, du hast jetzt ein mega gutes Beispiel betont. Ich würde sagen, es ist schon schief gegangen und dann ist es wild geworden und schädlich geworden. Also ist in dem Sinn, Leitung ist nicht Voraussetzung, dass es passiert. Nein. Nein. Genau, aber mega wichtig. Für einen guten Umgang damit. Ja, genau. Und ich glaube, der Fokus, und jetzt komme ich mit dem Ja und der Fokus weiterhin auf Jesus als Orientierungspunkt und nicht die Erweckung als Orientierungspunkt. Ja, und ich würde sagen, es braucht sehr viel Transparenz mit dem, was man erlebt und nicht erlebt und wie man es erlebt. Mich denke, gerade wenn es um Erweckung geht, dann sind das auch persönliche Geschichten, es sind auch empfindlich sensible Momente so. Und ich habe einfach dort auch den Eindruck, irgendwie, dass man auch sehr transparent damit kann umgehen kann. Und das sieht vielleicht nicht bei jedem gleich aus. Und ja, es ist immer dann so ein bisschen Gefahr, dass man eben dann auch so das Social-Media-Phänomen hat, oder? Da sieht man da etwas und man vergleicht sich dann mit dem Bild von dem, was dargestellt wird. Und dass man dort einfach sehr transparent miteinander umgeht und darüber redet. Über das, was passiert, über das, was nicht passiert, über das, was anders passiert. Und ich glaube, Demut wäre noch so ein wichtiges Teil, weil aber wie vorher es ist keine Bedingung, also es ist ja nicht eine Belohnung. Ich würde sagen, Erweckung ist nicht, die machen es gut, komm, dann geben wir ein bisschen Erweckung. Mega wichtiger Punkt, ja. Sondern, also
Ich weiss manchmal nicht, warum das passiert und warum nicht. Mhm. Das ist übrigens ein Stichwort, das ganz fest mit dieser Asbury-Bewegung verknüpft ist, Demut. Das haben sie sich Ja. auf die Fahne geschrieben. Bis hin zu auch sagen, das ist wie aus dem aus entstanden. Also eben nicht nach dem, du kannst nicht nach dem suchen. Ja. Darum würde ich jetzt noch die Frage auch gerne noch so ein bisschen neue Konnotationen geben, um mit Ja und weiterfahren. Wie fördert man dann, dass Erweckung kann geschehen, ohne dabei eben zu überbeissen oder eben nicht mehr demütig zu sein? Ich würde mal sagen, darüber predigen wäre schon auch etwas. Über oder so, dass Gott will wirken und dem eine Betonung geben, wäre so meine erste Aussage. Ja. Ja, mit dem Kreisli. Ja. Wild. Ja, also, und über den Hunger, ich glaube, über den Hunger darf man schon reden. Ja. Und ich glaube, da darf man auch ein bisschen kultivieren, weil Hunger. Es kommt darauf an, wie das gestillt wird. Oder? Aber ich glaube, Hunger ist etwas Gutes in dem, oder Durst, je nachdem, weil das biblische Bild das schnell. Aber so, dass wo Gott möchte uns etwas geben und Hunger nach dem, darüber reden, auch kultivieren. Ich glaube, Mhm. da gibt es grosse Paletten, die in dem schon gesungen ist. Mhm. Mhm. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen dranbleiben, ausdauernd bleiben bei diesen Themen. Ich glaube auch, es ist so eine Hoffnung und eine Sehnsucht, wo man auch daran festheben darf, eben ohne dann, dass die Ungeduld zu fest reinkommt und man versucht, dann das ein bisschen zu beschleunigen. Aber trotzdem irgendwie auch, ja, da so ein bisschen ausdauernd dranbleiben. Ja, mega gut. Schon oft auch, dass Sachen, das finde ich ja schön bei dem Quiet Revival, vielleicht nicht so spektakulär ausgesehen am Anfang, sondern erst, wenn man es dann im Rückblick anschaut, merkt, hey, da ist eigentlich richtig etwas passiert und dass man auch das dann nicht verpasst oder vielleicht auch geringschätzen tut, was an Aufbrüchen passiert. Ja. Ja, und nicht aus dem Blick verlieren, dass Gott oft auch im Unsichtbaren wirkt. Wir können jetzt die Gleichnisse in den Sinn, wo manchmal zeigen, manchmal merkst du es auch noch nicht. Und eigentlich in dem Hunger nach dem dann nicht dort runterfallen, dass man dann eigentlich alles andere ist. Entweder Gott hat jetzt nicht gewirkt oder so ein bisschen die Offenheit behalten im Hunger für das, was man sehen kann. Auch das ja, dass auch manchmal sehr unscheinbar ist und eben nicht, nicht das, was dann immer mega auffällt und siehst. Oder? Ja, und dort würde ich auch noch, sag mal, im Kleinen treu sein, oder? Also das ist ja nicht eine automatische Stege. Je treuer du im Kleinen bist, desto mehr wird dir anvertraut und am Schluss ist eine Erweckung, oder? Ich glaube schon, aber dass es Gott wirkt irgendwie immer und manchmal eben im Kleinen, du hast es gesagt, und in dem auch treu sein. Nicht nur fürs Grosse gehen, fürs Krasse, sich nach dem ausstrecken und alles andere kleiner machen, sondern eigentlich auch das Kleine, wo ja subjektiv dann vielleicht nicht so klein ist. Dankbar sein und auch für das gehen. Hey, ich würde dann zum Schluss jetzt gerne eigentlich noch ein paar heisse Fragen euch doch auch noch stellen. Und zwar wäre so die eine, hey, habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr das Gefühl habt, jetzt kommt irgendwie so ein Aufbruch in eurer Geschichte in der Kirche? Muss jetzt auch nicht gerade ein Awakening sein, aber wo ihr das Gefühl habt, jetzt geht etwas, habt ihr da irgendeine Story zu berichten und auch vielleicht dann gerade die Frage danach, ja, wie sind ihr denn mit dem umgegangen? Kommt euch da etwas in den Sinn? So eure Kirchenkarriere als doch schon jahrzehntelange Pastoren? Ja, also eben, ich glaube, unsere Kirche GVC hat so Phasen gehabt, wo starkes Wachstum war. Ich denke, das ist so Ende 90er, Anfangs 2000er Jahre gewesen, wo das wirklich einfach einen enormen Zulauf hatte. Eben, ich kann mich an die Zügelten erinnern, wo man der Platz ausgegangen ist in diesen Räumen, wo wir waren. Zuerst in der Stadt unten im Giebelsaal, dann sind wir auf Hegi rausgekommen. Dort dann ja einen Saal gehabt, der jetzt klein geworden ist. Dann ist das Zirkuszelt, vom Zirkuszelt die Parkarena. Das sind sicher so Momente, wo eine enorme Dynamik da war, grosser Aufbruch jetzt. Eben ohne jetzt das zu fest zu sagen, wie viele davon sind jetzt Leute, die keinen Bezug zum Glauben haben, wie viele sind Leute, die einfach irgendwie ein neues kirchliches Umfeld gesucht haben. Das gibt ja unterschiedlichste Gründe. Aber ich würde jetzt mal so ein bisschen sagen, auch die Dynamik von irgendwo, was im Herz von diesen Menschen passiert ist, Hinwendung zu Jesus, der Glaube, der irgendwie mit Leidenschaft, auch mit einer gewissen Dynamik prägt ist.
Ja, ich glaube schon. Das sind schon so Momente gewesen. Und aus dem heraus dann natürlich auch jetzt in Altersgruppen, wo ich da stark involviert war, bin in der Jugendarbeit oder so, wo wir auch gemerkt haben, da hat es schon so Phasen gegeben, nicht zu Tausenden, aber vielleicht zu Dutzenden, und jetzt auf Gesamtkirche gesehen zu Hunderten, wo man jetzt können sagen, mal, da sieht man schon so Tendenzen, oder hat man gesehen von dem, was da beschrieben wird. Ja. Ja, ich finde, GVC hat es etwa mal so Momente gegeben, wo man irgendwie jetzt gemerkt hat, hey, jetzt scheint etwas zu laufen. Es ist immer mega schwierig, ist jetzt das geistlich, ist jetzt das einfach eine Dynamik. Aber wenn einfach plötzlich eine ganze Schulklasse kommt, ja, vielleicht ist einfach der richtige Dude da bei uns und dann alle finden den cool und laufen ihm nachher. Aber das ist ja gar nicht etwas, was wir müssen bewerten müssen, sondern das war manchmal einfach cool gewesen, um zu sehen, hey, da kommen Leute und das macht ihnen Freude. Redest du jetzt auch von der Teenagerarbeit? Ja, auch, von wo du das Teenagerarbeit erlebt hast, dort mal so irgendwie plötzlich eine ganze Klasse, nicht Ja, gerade der Schule, das ja. wäre auch geil gewesen. Ja, Weil irgendwie das eine Dynamik gegeben hat in der Klasse. Das hat es immer wieder mal gegeben. Und das war cool gewesen. Oft nicht mega nachhaltig, aber schon, da ist irgendwie das Gefühl, da läuft etwas. Persönlich denke ich an eine Zeit zurück, wo ich Teenager war, in unserer Jugendarbeit, dort, wo ich aufgewachsen bin, haben wir eine Phase gehabt, wo ja, das war so eine Läuterungsphase gewesen. Da ist eine Zeit lang hast du noch so ein bisschen jeder Scheissdreck auch noch mitgemacht, oder? Und dann war wie eine Phase gewesen, wo sich einer nach dem anderen, eine nach der anderen eigentlich so ein bisschen aufgehört hat mit gewissen Sachen, sage ich mal. Und dann hat sich plötzlich so innerhalb von Kirche eine Gebetsbewegung eigentlich gebildet. spannend, ja. Mit Jungen in meinem Alter, plus minus 1, 2 Jahre. Und dann sind wir jeden Abend auf so eine, keine Ahnung, vielleicht viertelstündige Gebetsrunde. Jeden Abend, knallhart. Also das machst, als Jugendlicher übersteuerst du dann manchmal, oder? Da sind wir jeden Abend da gewesen. Und sie einfach gebeten, viel gesegnet, was du dazu machst. Und das war eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, das war auch nicht mega laut gewesen. Aber das war schon für mich auch so eine persönliche Erweckungsphase gewesen. Die ist dann auch irgendwann wieder vorbei gewesen. Und es ist so nicht, oh, das muss ich unbedingt zurück. Aber wenn du fragst, was haben wir selber, dann merken sie, das ist so eine Zeit gewesen, und irgendwie, das war nie faszinierend gewesen. Genau. Cool. Mir kommt spontan sicher so eine Zeit, Ende von meiner Jugendarbeit, Verantwortungszeit in den Sinn, mit diesen Camps in Finnland, wo es sich besonders um eins herum, dann hat sich so schon so ein bisschen eine Art, ein Aufbruch formiert unter den Teilnehmenden, hat sich gezeigt in einer grossen Leidenschaft und Hingabe, wirklich einfach radikal mit Gott unterwegs zu sein. Und es hat dann auch so ein bisschen Auswüchse gegeben. Danach haben sich angefangen, die Jungen selber organisieren, eigentlich außerhalb von unseren fixen wöchentlichen Angeboten, und haben dann gefragt, ob sie bei uns damals noch ins alte -2 zusammen worshipen. Und es hat sich dann auch vermischt, glaube mit dem 22 Plus teilweise. Und plötzlich hat so fast jeden Abend jetzt noch einen zusätzlichen Worship-Abend geben. Und ich habe das irgendwie schon auch mega speziell gefunden, schön. Führt mich aber dann auch zu einer nächsten Frage, die ich gerne auch noch stellen würde. Es ist dann aber auch schnell die Frage gekommen, ja, wo liegt auch Verantwortung jetzt diesen jungen Menschen, ihrer Leidenschaft und ihrer Dynamik, die sie entwickeln, zu helfen und vielleicht auch ein bisschen zu bremsen auf eine gute Art. Und wir haben das dort, ich glaube, mit dir zusammen reden und dann haben wir abwägen. Es ist dann darum gegangen, können wir die Räume zur Verfügung stellen, wie oft können wir das. Also ein bisschen die Frage, dann, wo haben wir eine Verantwortung, wenn sie in unseren Räumen ist, und was läuft denn genau dort, und wer du hast ja immer Leitungsfiguren in so Szenen, wer leitet denn das, wie geht man da damit um? Und wir sind dann so ein bisschen, ich glaube, einen Mittelweg gegangen, von wir haben es nicht wollen, irgendwie auslöschen und gleich auch gemerkt, wir können jetzt auch nicht einfach alles immer nur ermöglichen und voll gehen lassen. Und weiss auch nicht, wo haben wir es dann auch so ein bisschen beschnitten vielleicht, sodass es dann mit der Zeit auch wieder abgebt ist. Und ich finde das bis heute spannungsvoll. Die Frage eigentlich danach, wann muss dann eine Leitung auch eingreifen und sagen, hey, jetzt müssen wir es irgendwie gut begrenzen. Haben ihr da Gedanken dazu? Oder weißt, was sind so Anzeichen für das? Oder wo liegen da Gefahren, wenn eben so eine unkontrollierbare Dynamik entsteht? Hey, ja, also wie du sagst, ich glaube, das ist mega schwierig, und am Ende braucht es da Weisheit, wo man auch nicht einfach, das kannst du nicht mit irgendwelchen Tools und Tricks machen, da ist irgendwie im Gebet und in der Hoffnung, dass man es dann richtig handelt. Aber ich finde, das, was du sagst, ist gut, so irgendwie die Leitplanken so weit draussen wie möglich zu setzen, dass man möglichst viel von dem Schwung kann mitnehmen kann.
Aber die Erfahrung ist schon die, ja, dass dort, wo viel Schwung entsteht, eben auch das Potenzial entsteht, dass es dann Leute eben rausspickt, rechts und links, dass Leute Schaden nehmen, weil sie es schlecht erleben oder weil man eben so ein bisschen aus guten Intentionen und aus der Emotion von dieser Dynamik heraus dann vielleicht eben halt auch ein bisschen übertreibt, oder in der Intensität oder in der Art, wie man miteinander umgeht, wie man betet, was man hofft, was man sich verspricht, was man erwartet. Und von dem her, glaube ich, ist ja auch so ein bisschen unser Wunsch gewesen, zu sagen, ja, jetzt auch nicht alles abzuregulieren und zu kontrollieren, aber versuchen zu helfen, dass Verantwortung übernommen wird, dass es für möglichst viele, im Idealfall für alle, gute Erfahrungen und gute Erlebnisse sind, wo man auch später gerne zurückschaut, wenn man sagt, hey, das ist mir nicht gut miteinander umgegangen. Und darum finde ich, es ist eine diffizile Angelegenheit. Ja. Braucht Führung und Weil man will Leitung. es ja nicht ersticken, das wäre auch Nein, schlimm. nein. Weißt du, wenn man dann sagt, alles, was jetzt irgendwie in das 0815-Schema reinpasst, das wird einfach bodenlos niedergemäht, oder zack, hört man gerade auf oder eben tut Stein weglegen und gleich halt irgendwie sagen, ja, es braucht einfach schon auch einen guten Umgang miteinander. Ja, Sie haben vorhin gesagt, Leidenschaft ist nicht eine Bedingung, dass Gott wirkt, oder? Also auf Ja, im Ja und habe ich ein Ja aber Ja. und ich finde, das ist vielleicht genau die Menschen, die das erleben, sind ja nicht von gestern auf heute gesungen, weise, ohne falsche Motiv Hoffnungen, oder, ja. total ausgewogen, ausgeglichen. Oder? Und die kommen jetzt plötzlich in eine neue Rolle, haben plötzlich vielleicht eine Stimme bekommen und so weiter. Hey, und, also grossartig, voll cool. Also du musst nicht zuerst gesungen sein, bevor Jesus etwas kann. Das ist gar nicht meine Aussage. Aber ich glaube, eben, da kriegt eben die Leiterschaft rein. Und ich glaube, die Leiterschaft muss prüfen, anhand von der üblichen Präventionsmaßnahmen, die wir bei uns auch machen im täglichen im Alltagsgebrauch. Oder? Also, es darf nicht missbräuchlich werden. Es muss irgendwo Jesus das Zentrum sein. Und das ist ja, ich glaube, das ist halt dann ein bisschen eine lästige Pflicht, wenn sie Dynamik annimmt. Aber ich glaube, da kommt halt die auch Form von Verwalterschaft, die du hast als Leiter in einer Kirche. Ja, vielleicht muss man die auch mal bremsen. Ohne, dass du den Heiligen Geist ausbremset hast oder so. Aber ja, es ist sicher eine Gratwanderung. Ich finde einfach, ja, danke vielmals für eure Gedanken dazu. Ich finde, es ist ein Thema, das ja irgendwo auch reingehört, wenn man über das redet. Und ich will aber auch nicht jetzt das über alles stellen, sondern ich spüre auch viel Hoffnung und Zuversicht auch für, dass der christliche Glaube eben eine Relevanz hat über die Jahrtausende hinweg und immer wieder kommt. Und das freut mich enorm. Und so möchte ich, glaube jetzt auch wirklich den Schlusspunkt setzen. Wir haben nächstes Jahr eine Zusammenkunft für uns, und zwar «Follow Jesus». Und eigentlich ja auch ein Wunsch, dort Gott vor allem zu begegnen. Und Timon, du bist Projektverantwortlicher auf Seite der GVC-Bewegung für das Teil. Hey, teil noch kurz dein Herz zu dem. Hat das auch etwas mit dem, was wir heute besprochen haben, zu tun? Ja, ich hoffe, es mal schwer, ja. Ja, Jesus sagt ja etwa, das ist ein bekanntes Bild mit dem Wasser, oder? Also, dass er uns das Wasser gibt, das Leben spendet, das lebendige Wasser, nennen wir es umgangssprachlich. Und an dieser Follow Jesus, da kommen wir zusammen und wir versammeln uns um einen Brunnen. Und mein Gedanke ist immer so, also was, wenn wir von diesem Wasser würden trinken? Was, wenn du und ich einen Schluck oder ein Glas oder eine Flasche von diesem Wasser könnten trinken, von dem, was Jesus hier gemeint hat, als er gesagt hat, kommt zu mir in der Durstzeit. Und ihr werdet von dem Wasser trinken, das nur ich euch geben kann und so weiter. Und da gibt es ja verschiedene Beispiele. Und das ist ein Bild. Also Jesus steigt nicht vom Himmel oben ab und drückt eine Flasche in die Hand, sondern es ist ein Bild. Und ich glaube, irgendwo in diesem Bild steckt so viel von dieser Erneuerung, von dem Erfrischenden, von dem... Revive. Von der, ja, also Leben steckt im Wasser drin, oder? Und Follow Jesus steht für mich für das, wir treffen uns dort, wo Jesus das Wasser verteilt und wir wollen empfangen. Wir wissen nicht, was er genau gibt. Vielleicht hat es eine Geschmacksrichtung oder was auch immer. Heutzutage hat ja alles noch irgendeine Geschmacksrichtung. Nein, aber wir werden es zusammen entdecken. Und ja, die Hoffnung ist, dass wir dürfen von innen aus erneuert werden. Und das ist schon das Versprechen, das er uns gibt. Und für das lohnt es sich, glaube ich, auch, zusammenzustehen. Ja. Ja, voll. Und für das werden wir sicher das Wochenende versuchen, Rahmen zu schaffen. Und eben, mehr können wir dann nicht. Aber für das auch zu beten, dass irgendwo Raum da ist. Und darum auch herzliche Einladung, alle, die da zuhören und sagen, ja,
ich will das eigentlich auch mehr. Also ich denke, jeden Sonntag einfach in die Kirche kommen mit einem offenen Herz, aber dann sicher auch so einen Moment eine herzliche Einladung zum Und das würde ich schon teilzunehmen. auch sagen. Eben, ich habe in meinem Leben auch so einen Moment gehabt, wo ich eben so Zusammenkünfte, Treffen, Konferenzen war, wo auch ein spezieller Rahmen war, wo ich das so erlebt habe, wo ich noch Wochen, zum Teil Jahre davon gezehrt habe. Und das ist schon mein Wunsch, ja, dass das da auch passieren darf. Ich weiss, dass es möglich ist, ich habe es erlebt. Das manchmal auch durch den Wert, den man dem gibt, wenn man es Einfach, frei hebt, es ist, irgendwo genau, ja, ich glaube nicht, dass man es kann produzieren kann. Nein, aber einfach, es sind schon so Momente, auch, wo man irgendwie sagt, hey, ich tue alles andere für Gib dem eine 2 Tage auf Priorität. die Seite. Ja. Ich nehme mir den Raum, ich Ja. nehme mir die Zeit, ich lasse mich inspirieren von dem. Ja. Ich bin da mit einer auch gewissen Erwartung und Hoffnung. Genau. Und das auch als Ermutigung. Ja, also ich habe feste Hoffnung auch, dass das wirklich passiert und dass das so Spuren hinterlässt, wie ich so Erfahrungen gemacht habe, die zum Teil dann eben über die Zeit hinweg wirklich ihm irgendwie eine Orientierung geben oder einen Zuspruch geben, den man mitnimmt oder irgendwie vielleicht auch nochmal eine Art Ruf, eine Berufung für etwas. Darum eine herzliche Einladung. Ja. Alle Infos unter followjesus.gvc.ch, da kann man sich auch anmelden. Hey, wir kommen in die Schlussrunde. Team oder Trigger? Und wir stehen ja kurz vor Weihnachten. Ja. Jetzt, wo wir das aufnehmen. Aber vor Weihnachten ist auch schon bald nach Weihnachten und dann ist eigentlich das neue Jahr. Okay. Und Anfang des neuen Jahres hat sich in den letzten Jahren... Also, Ja, du hast im Januar Ja, anfangen genau. und dann das ganze Jahr durch. Ja, genau. Also, Und nachher kommt sag doch, was Ostern. willst du sagen? Darum habe ich mitgebracht, etwas, das vielleicht auch ein bisschen polarisiert. In den letzten Jahren hat sich auch so ein Trend, so eine Umwälzung entwickelt. Darum Stichwort ist Dry January. Team oder Trigger? Wir können nachher noch erklären, was es ist für die nicht rauskommen. Was ihr kennt es. Ja. Ich kenne es. Ich Also- habe jetzt tendenziell nicht zuerst sagen, ja, irgendwie Team, weil ich habe das auch schon gemacht. Ja, Und gleichzeitig merke ich, eben, ich glaube, es hängt viel auch mit anderen Gewohnheiten zusammen, wo ich jetzt dann schon auch nicht ganz so daheim bin. Also ich denke jetzt mal, es geht ja um den Alkoholkonsum jetzt in Genau. dem konkreten Fall. dass man auf den verzichtet für Für den Januar. für den darum Januar. Trockener Genau. Januar. Und es kommt oft ein bisschen mehr mit dem her, dass ja der Dezember und Genau. Festtage und Silvester prägt sind von einer sehr feucht-fröhlichen Stimmung. Und dass man dann eigentlich den Januar zum Ausnüchtern braucht, um irgend so im Jahresmittel wieder in einer gesünderen Zum ein Balance bisschen zu gutes sein. Gefühl wieder Ja, haben, oder? Genau. Und dort würde ich jetzt sagen, das ist ein bisschen too much, aber ich finde, was ich daraus herausgezogen habe, was ich cool finde, ist so ein bewusster Umgang mit dem Konsum, jetzt gerade in dem Fall von Alkohol, es können ja auch andere Ja, ja. Sachen sein. Und das habe ich gemerkt, schon auch ein bisschen schockierend, dann sich das Gefühl gehabt, so ein bisschen, ich bin meilenweit weg und dann so zu merken, ja, das schleicht sich einfach schnell ein, dass man so gewisse gewohnte Rituale hat, wo man dann doch regelmäßiger als man denkt, eben zum Beispiel Alkohol trinkt. Darum finde ich es eine gute Sache, aber ich würde jetzt sagen, nicht unbestritten Team. Also du wärst Dream. Dream. Ja, wie Okay. so oft halt. Mann, wir sind immer die. Ich kann nicht Ja oder Nein sagen, ich muss immer sagen Ja. Ja, Aber mal schauen, was der Timon sagt. Ja, wenn du Dream bist, dann bin ich Tiger. Bigger. Ja, ziemlich ähnlich. Also, ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt, mal da und dort eine Sorte von Fastenzeit reinzutun oder mal auf etwas zu verzichten. Also überhaupt nicht. Ich würde auch niemandem sagen, mach das nicht, das ist böse. Also wirklich darum, weit weg von Trigger. Aber wenn es eine Form von Selbstrechtfertigung ist, ja, ich tue es da schauen, dafür darf ich dann wieder, dann ist ja das Ziel verfehlt. Hey, ich glaube, es ist zu komplex, als dass man es irgendwie so über eine Kante... Ich mache es persönlich nicht. Ich kann es mir wieder überlegen, ja, mal schauen. Aber ja, Für mich hat es definitiv auch so gewisse Triggeraspekte. Ich finde eben dann, wenn es so ein Modephänomen wird und jeder macht es noch, weil es cool ist, dann triggert es mich eher. Ja, aber wenn es Also etwas Gutes ist. Genau, das Also, ist, das kann ich jetzt ist auch wirklich gut. dümmere... Genau. es gibt wirklich Absolut, Dummes, ja. absolut. Es gibt Aber ja. Absolut. Aber ich glaube, das ist das, was mich dann eher Ja. triggert dran. Und ich habe mir dann das auch schon überlegt, weil wenn dann ja das ganze Umfeld Dry January macht, ist auch so ein bisschen, dann gehst du mit jemandem essen und sagt er, ja, oder ich habe es glaube im Fußballmatch schon erlebt. So, ey, ja, aber ich trinke im Fall einfach kein Bier am Abend, gell? Und ist so, voll gut, sowieso, aber ja, ist gut, ist kein Problem. Ja. Und dann fragst du, ja, sollte ich das auch machen und so. Und ich habe mir dann mehr überlegt, ich würde eigentlich lieber sonst achtsam durchs Jahr, weil ich finde, so, ich weiß auch nicht, wie
medizinisch habe ich keine Ahnung, was es ausmacht. Ich glaube, gut ist es immer. Gut wäre immer dry. Könnte man glaube auch so sagen. Wäre jetzt, glaub ich, Und darum schon die dort irgendwie einen neueste achtsamen Erkenntnis, Umgang ja. zu haben und einfach nicht zu viel ungesunde Konsummittel konsumieren. Mhm. Aber vielleicht hat es doch ein bisschen einen Zusammenhang zu dem Thema von heute, wo man auch merkt, das sind ja auch die Suche, eben, jetzt auch in diesen eben Verzicht mit der Fastenzeit, wie du gesagt hast, eben vielleicht von Sachen, die wir jetzt auch aus dem religiösen Glaubenskontext kennen. Eben, ich finde Fastenzeit zum Beispiel auch etwas mega Spannendes. Der Umgang mit dem Konsum ganz allgemein, der Verzicht, bewusster Verzicht. Darum, ja, spannende Ja, ja, Inspiration vielleicht zum Mitnehmen. auch. Voll. Danke. Hey, und somit sind wir am Schluss angekommen von diesen paar Stunden zusammen am Tisch in der 3. Staffel von unserem Podcast. Und wir möchten euch ganz herzlich Danke sagen, ihr alle, die ihr zugelassen, zugeschaut, euch vielleicht aufgeregt oder vielleicht genickt habt bei dem, was wir da so miteinander besprochen haben. Wir hoffen, das hat euch inspiriert und wir würden natürlich auch jetzt wieder gerne einfach auch von euch hören, weil das inspiriert uns auch wieder und motiviert uns, um vielleicht auch noch eine 4. Staffel machen irgendwann. Darum herzliche Einladung zu eurem Feedback auf allen Kanälen, die wir haben. Gegenwart@zukunftwargestern.ch wäre unsere Mailadresse, aber auch auf Insta und YouTube ist das möglich. Und ihr dürft natürlich auch beim GVC Podcast Talk rein kommentieren auf YouTube-Kanal oder auf Spotify oder wo auch immer ihr das findet. Wir wünschen euch eine gute Weihnachtszeit und einen guten Abschluss von dem Jahr 2025. Macht's gut. Ciao Tschüss zusammen. zusammen. Tschüss zusammen.